Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live aus dem Europaparlament zusammen mit Isabel Wieseler. Und mir selber, dem Christoph Hansen. Wir hatten diese Woche eine Plenarsitzung heute zu Brüssel. Wir können noch immer nicht auf Straßburg gehen, wegen der sanitären Situation, also sicher heute zu bleiben. Und wir haben natürlich ein ganz viele Sujets, die diese Woche auf der Agenda stehen von unserer Plenar. Und du hast ein Dossier, den ich ganz besonders will rauspicken, weil die ganz viel mit den Arbeitsbedingungen während der Pandemie zu tun hat. Viele von euch sind am Homeoffice, müssen von daheim aus arbeiten. Das bringt ganz viele Probleme mit sich, weil Heinz du nicht so equipiert wie Mist sind, für aus dem Büro von daheim zu schaffen, weil das normalerweise ist, was den Uwes mich später möchte, wenn keiner schläft, das ist alles ein bisschen geändert. Sind noch Leute, die Appartementer und die nicht unbedingt die Infrastruktur hätten für zu machen. Und dann, also wenn etwas dabei kommt, also ich meine, das haben da ganz viel von uns gemerkt, es gibt irgendwie keinen Feierabend mehr, es gibt kein Weekend mehr, die Leute sind immer mehr drauf, dass sie auch nach oben um 10, 11 Uhr E-Mailen schicken und noch nach warten, dass ihn dann antworten. Und ich meine, das ist etwas immens schwer, als besonders auch, wenn eine Familie hat, für das danach zu kombinieren. Und da gibt es mittlerweile auch Statistiken aus verschiedenen Sektoren, auch an den Institutionen, ich weiß, dass die Europäische Kommission durch Statistiken hat, dass die Fälle vom Burnout seit der Pandemie massiv an die Luft gegangen sind. Und da gilt natürlich für auch endlich Regeln, an die dort Spiel zu bringen, für justement können Privatleben am Arbeitsleben zu verbannen, wie das eben oft physisch die Arbeitswelt auch mitheben können. Und das ist etwas, von mir hier am Parlament gefordert haben, dass ganz klar Spielregeln sollen abgesetzt werden. Das muss natürlich auch immer geguckt werden, indem nur wer Berufe möchte, ist das natürlich mit Flexibilität von der Zeit zu verbunden. Aber da muss ich aber auch gucken, dass die Saläre in dem Moment angepasst sind und die dort Disponibilitäten. Und das war etwas, wo wir hier als Parlament einen großen Aufruf gemacht haben, dass wir endlich Regelwerk schaffen. Das geht noch nicht. Aber ich meine, das werden eng von den Konsequenzen sein, dass den Homeoffice immer mehr trotzdem an das Leben racken. Du musst mal aber trotzdem, ich meine, wir haben noch gelernt, dass es geht, weil ein bisschen Urlaub Schwierigkeiten hatten wir. Aber da muss man ganz klar Regeln setzen. Und ich meine, das ist am Interesse von uns allen, vor allem auch von unserer Gesundheit. Und dafür haben wir die Kommission auch aufgefordert, da an dem Bereich aktiv zu gehen. Ja, ich hatte auch ein ganz intensiv Woche, weil das so, dass ich schon ein paar Mal von dem Bericht geschwärzt, den an der Mehrfach von den Menschenrechten, an den also an der Plenär präsentiert gehen. Und ich war da ja Co-Rapporteur an. Das ist so, dass man als nächste Jahr für Jahr muss feststellen, dass unglücklicherweise dieselben Probleme bestehen bleiben. Nicht gesagt, dass Kinderrechte nicht respektiert gehen, Frauenrechte, Minoritäten, Journalisten, das katastrophale Situation, auch einfach all die eben an der Welt sich für Menschenrechte einsetzen, haben auf ganz viele Plätze ganz viele Schwierigkeiten. Und das ist am Anfang so, dass sie so gut behandelt gehen, wie wir als am Anfang kaum vorstellen können. Und das an dem Bericht kommt das wirklich raus. Und wir haben das wirklich so viel drohen. Und das soll auch wirklich Bewusstheit da sein, dass das so ist. Weil das am Anfang nicht mehr schlimm, wie wenn all die Krimen, kann am Anfang nicht sagen, die da von offenen Institutionen gemacht gehen, von wirklich Regierungen, dass die nicht dürfen einfach so nichts gehen, wie wenn sie überhaupt nicht geschehen. Dafür das allerreicht, das Minimum, das wir wirklich machen können, als den für das einfach zu denunzieren und zu sagen, dass das so ist. Und es geht auch darum, dass eben nicht eine Impunität bleibt, sondern dass die Leute, die Verbrechen machen, dass die auch irgendwie etwas zu spüren können. Sanktionen kriegen. Und da haben wir ja einen Neidmechanismus, den europäischen Magnitsky-Akt. Das Wort wird wahrscheinlich schon oft hören, wir wissen vielleicht nicht genau, was sich da verstoppt. Es geht am Anfang darum, dass man ganz oft so, dass es schwierig ist, für Sanktionen auf ein Land zu setzen, weil man in dem Moment auch die ganze Bevölkerung macht bestrafen. Und darum geht es nicht. Und oft geht das auch die Sanktionen, die man könnten holen, nicht holen. Und der Magnitsky-Akt erlaubt, dass eben spezifisch Leute, die responsabel sind, wirklich Individuen. Leute, auch Entreprisen. Absolut. Aber hier haben wir effektiv ganz klar gesagt, dass
Responsablen, politisch Responsablen, auch Richteren, wo weiß, dass sie wirklich gingt, graf Menschenrechte gegangen sind, dass die spezifisch Sanktionen können kriegen, zum Beispiel, dass sie kein Visa kriegen, für an Europa heranzukommen, oder dass wenn sie so in Europa haben, dass die angefroren gehen. Ja. Also das sind Sachen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind an die ganze gut, dass man den Mechanismus haben. Ich muss auch so ein bisschen am Parlament, die Kommission, aber hauptsächlich de Conseil geködelt, weil die haben nämlich gesagt, décidéiert, dass die Magnitsky-Akt just nimmen unanim geif können aktiviert gehen. Alle 27 müssen sie d'accord sein. Und das dann nicht aktiviert gehen. Und wir machen lo Druck, dass das aber wirklich soll geschehen. Und das tun sie dann manchmal trotzdem aber auch verstehen. Das ändert der Rapport, die geht über die Menschenrechte, aber auch über den Stand von der Demokratie an der Welt. Und du konntest aber auch nicht silos für nicht dafür zu streichen. Bon, das bedeutet, dass das eben am Covid-19 wirklich ganz viele Gesetze auch geholt sind, an Decisionen geholt sind, die nicht auf ganz demokratischer Basis geholt sind. So, das ist schon ein Gefurt, muss ich gucken, dass Maßnahmen, die geholt müssen gehen, können geholt gehen an einer Pandemie, nicht so bleiben, wie sie sind, wie das wirklich Demokratie funktioniert, dass die Opposition mat décidéiert an engem oder jedenfalls das Parlament mat décidéieren an dat net alles im Niveau von enger Regierung bleibt. An dat wat ich gesot der zweet wat wirklich voll firstreichen, dat muss bewusst sinn, dat eng Demokratie muss verteidigt gehen. Das ist absolut net evident, dat Demokratie die do ass besto bleibt. Sogar die sicherste Demokratie in Amerika hat einen Beweis, mit dem, was geschieht, das letzte Woche in Amerika beim Kapitol, weil du wirklich Versicht ging aus für den demokratischen Prozess, den du am Gange war, zu geschehen, von einem Präsident auf den anderen, für den zu erbrechen. Du hast mir gesehen, dass du, wo am Funkgehol nicht mit Fakten, mit Liegen durchdringen, du, wo wirklich Desinformation sich institutionalisiert an den Medien, an do wo Leid am von hier Karriere, an hier politisch Interferierung dem Rechtsstaat setzen, do als einfach Demokratie gefahr, und da darf man nie denken, dass was do ist, der Tumor und der Kakina so verschwollen. Also wir müssen einfach, weil das nicht, also von Amerika geschehen, da kann doch bei uns geschehen. Einfach vorsichtig sehen und aufpassen. Vorsichtig sinn ich menge können noch lo vorsichtig so dat het so los liegt vum Tunnel gëtt wat Pandemie ugeht, wat den Coronavirus ugeht, wenn man hullo en ganz ritsche Impfstoffer, die mittlerweile auch an der Europäischer Union zougelossen. Lo muss natürlich geguckt gin, dat man auch Produktionskapazitäten von denen Impfstoffer lo an Luft setzen, dat man auch mittelfristig die ganze Population an der Europäischen Union auch können impfen. Das an enger Echter fast ganz wichtig. Und da muss man natürlich auch gucken, dass ob den nationale, weil das Zante als leider noch immer eine eng Nationalkompetenz, da war auch die Impfstrategien, die an den Memberstaaten op bin gestaltet sind, dass die auch kaberfossen. Ich meine, das mal ein nächster Schritt. Dafür ist es wichtig, dass man aufhängen, besonders die Leute, mit denen man nämlich noch eine begrenzte Zahl von Impfstoffen, die am Moment disponibel sind, weil die Produktion noch nicht da ist. Man muss aber dann gucken, dass man besonders die Leute aus der roter Zone rausholen, die am meisten gefährdet sind und die am meisten Risiko agieren. Das notamment die ELA-Leute an eben noch zum Beispiel medizinisches Personal, das permanent in Kontakt ist mit Fällen vom Virus. Wir waren auch die am meisten einfach bei den Leuten gehen. Und wir sind ja ganz oft am Homeoffice und gehen nicht mehr so viele Leute. Ich meine, das ist wichtig, dass man besonders die Leute, die raus müssen, dass man die schützen. Und da vergehen auch schon die Dosen, die da sind. Dafür haben wir ein Objektiv, dafür, dass wir bis März 80% von den Leuten über 80 Jahre schon geimpft haben und eben auch 80% von medizinischem Personal. Das ist nicht immens viel, weil Leute über 80 Jahre, das sind so eigentlich die 6% von der europäischen Bevölkerung. Wenn wir die schon mal geimpft hätten, plus medizinisches Personal, dann hätten wir da schon mal einen großen Schritt gemacht. Und dann bis den Sommer muss man gucken, dass man die Kapazitäten, die logisch kommen und von der Produktion vom Impfstoff nutzen,
nutzen für so viel wie möglich Leute zu impfen. Aber wenn wir das so hinkriegen, und wenn wir auch müssen Strategien national auch für allem greifen, da kommen ganz viele Faktoren dabei, dass Leute sich auch wollen impfen lassen, weil die Leute natürlich auch verschiedene Teilweise Angst. Wir lesen noch halt Sachen an der Presse, die dann mal Efferten sind. Das die einzige Solution, die wir momentan haben. Das ist auch so, in der Details, du aber auch merkt, wie die Nachrichten, die Natur sind, sich verbreiten. Also ich hatte mal auf der Reise für Bresel hatte ich am Auto hören auf France Info die Nachricht, die dann wirklich verbreitet ging, an einem Weekend wirklich viral ging, dass die erste Frau, die sich impfen gelost gehabt hat an Frankreich, die 100 Jahre alt war, dass die den Date noch gestorben ist. Und das war ganz clever gemacht. Es war geschrieben, wie wenn ein Firma wäre, die sich um sie kümmert und die gesagt hat, dass zwar nicht darüber hinweist, dass die Frau gestorben wäre, wegen der Impfung. Dann gibt es auch noch eine gewisse Kredibilität zu der Nachricht. Das ist aber gar nicht vor. Die Frau lebt, du hast gar nichts. Dafür muss ich wirklich aufpassen, wer den liest, wer zirkuliert, weil das ganz viele Leute, die Frieden sich erwarten, ein Interesse daran haben, dass die Leute fährten, für sich impfen zu lassen und sich nicht impfen lassen. Und das muss man aber absolut vermeiden. Natürlich auch Nebenwirkungen, aber du gibt eine Grenze, die wirklich weit unter dem Prozent ist, wo die Nebenwirkungen können auftreten. Das natürlich muss ich aufpassen, weil du eine Person multiple eine Person vulnerabel ist, wenn sie über 80 Jahre hat und zum Beispiel auch noch Diabetes hat, da muss ich sich überlegen, ob es nicht besser ist, dass die Leute, die mit hier Kontakt haben, das ist das medizinische Personal, dass die alle geimpft sind und eventuell auch den neuen Familienkreis, weil es für die Person vielleicht an das ist das, wo wir wirklich als Experten sich an Medizinexperten sich müssen Kap bei Nähstrecken. Das ist wichtig, dass das eine Entscheidung gibt, die wirklich ob scientifique Kriterien basiert, die nicht just auf der politischer Decision, weil wir Politiker Mengen haben zu Magie von alles wissen mich Mengen an dem Bereich immer besser. Es geht um Leben an Tod, dass man denen vertrauen, die besser wissen wie mir an noch die Konseillen unholen. Absolut verstanden, Mathe, Christoph, dass wirklich die wissenschaftlichen Deal, die muss dominieren. Und das auf der Basis wird soll gemerkt gehen. Dafür hatte ich eben das Beispiel Brücht. Das ist so ein Message, den einfach so hier zirkuliert, den absolut keine wissenschaftliche Basis hat und den dann die Leute Angst macht. Du hast 100% recht, es muss einfach bei einer wissenschaftlichen Basis gehandhabt gehen. Ja, es gibt natürlich Fälle, wo das schief geht, das ist wie gesagt, das am Mann wie 1%, weit Mann wie 1%, wo doch mal Nebenwirkungen kann gehen. Und das muss man eben bedenken. Wir wissen, wie viele Leute all da sterben. Ganz genau, und das muss ich gehen den opfeiern. Und ich meine, du ist wichtig, dass man auch zu Lützenburg aufhängen noch mal eine positiv Impfkampagne machen, eine Informationskampagne, weil die Leute, die sie nicht kennen, fährten sie natürlich, und das versteht man natürlich mit das als beste Chance für aus dieser Situation rauszukommen. Und da sind wir auch national wirklich drin gebunden. Ich gebe zusätzlich auch noch ein paar andere Mesuren nennen, die nur auf dem Impfen wichtig sind. Das zum Beispiel das nicht nur medizinisches Personal, wie wenn der Buschauffeur zum Beispiel hört, da kommen permanent viele Leute lernen, es wäre wichtig, dass der Buschauffeur zum Beispiel auch geimpft sind, dass am Mengen an gehört, den auch an die Kontakt, die Leute, die am meisten Kontakt tun, sind natürlich, wo da aus dem Gefeierlisten, und dass dann auch dat man war auch evaluieren, dat an dem öffentlichen Transport 12 von den Leuten, die an engem Bus der Format vor noch begrenzt geht, an dat man do vielleicht auch op de Weg gehen, die FFP2-Masken zu benutzen, dann nicht just die Stoffen fatzen, die verschiedene Leute hun mengsch wäre wichtig Schritt. Der dritte Beispiel gi net méi Menge hun alle Interesse do weiter immer zu informieren und zu gucken, wat man können noch besser machen. Weil ich mengen all du so se Isabel Stierweleit können mat den note mesure verhhönneren an du war es doch wichtig wirklich sich mesuren zu halen, ob dat lo aufstand ob dat Maskendrohen also schon haut am Parlament nach gesinn den Uni Masken drin gelaufen schon dem da war du noch mal direkt gesot das einfach unverantwortlich und dat muss man als wirklich so hoffe dat Express gemacht hat du geht in im Büro raus und den net gemerkt mit dann die beste effektiv ja voilà, mit das ein kleinen Überblick
du muss man natürlich der wenn du muss in heinz du bisse Pilotage a vu machen mit dat ganz der van nimmen Pilotage awysen, weil wie gesagt es geht im Leben du muss in eng Strategie hunn an die permanent van neue Informationen kommen dat in die Update man muss noch nach feststellen wie lang dat die Lo die Immunität behält wenn ich eben das man muss noch gucken wat die neue Mutation vom Virus bedeutet die as anscheinend 70 Mal méi ustechend wie den aktuelle Virus dat muss in alles am anbehalten an dann die Strategie die ihn huet dann auch an cours de route oppassen wie gesot et gëtt Hoffnung aber sollen awer alle guten Matschaffen fir dat die Hoffnung och do könnt wo se muss kommen das bei de Leiit. Ich wollte just nach für den Thema einfach aufzuschließen auch so und dat es wirklich nicht richtig von tun, dass der Kommission den europäischen Niveau einfach vorgestellt gehen, so wie mir Teil gehandhabt tun, weil das viel Vergleich gehen man Fett, dass an Amerika Misere dem Substanz freigehen hun wie bei Eis. Und dabei also so los den dann Sache gewur. Der Fett ist, dass sie an Amerika am Funkgehol am Kader von der Pandemie eng Freilosung gin hun für den Impfstoff temporär zu benutzen. Das ist sie hun aber Manner getest wie mir. Manner Kriterien gehabt, wie die mir hatten. Ja. An Eiskriterien sind viel mehr weit gegangen. Und das ist ganz klar, dass eine Substanz, die da ist, die Eis eben kann verhindern, dass man eben die Krankheit kriegen. Ja. Die ist nicht immer stabil an dem Produkt, den ich kriege. Und wir haben eben gefragt, dass die Stabilität soll garantiert gehen. Für das eben mehr Chancen hat, dass den sicher ist, dann den auch geimpft ist, wenn den das Produkt kriegt wird. Dafür muss man nicht mehr ganz viel Vertrauen. Ganz viel Vertrauen an die Europäische Agence. Und zweitens muss ich noch sagen, dass auch die Europäische Union, die massiv suchen, an die doten Entwicklung lo gestach huet von dem besonders vom Pfizer BioNTech fir do eben justement den Impfstoff auch so sehr wie möglich zu entwickeln natürlich die Europäische Union ganz tatkräftig mat ugepackt. Echtens an zweitens Schulgarten am Facebook bei mir gesinn hat eine kleine Post gemacht die gesot ja mit dat mat dem Impfen das alles blödsinn, dat de Produkt das noch net genug getest gin. Ja mir wie lang muss man das getest gin? Das tausende Mol getest gin, ob man hätte nach könne méi testen wahrscheinlich ja, wie de Produkt dann vielleicht noch besser gin nach mir sicher eventuell mé et gas ha wirklich ein Kurs gegen Zeit, die man sos verleiere, wenn man net do proaktiv sind. Du muss ich natürlich ufeien, wat wie Risiko der wenn go we net wie schmengen das auf alle Fall falsch so der Kommission hat zu lang gebraucht oder die europäischen Autoritäten hun zu lang gebraucht für es zu autorisieren oder nicht lang genug wie den heute auf Facebook geschrieben hört es mengen das wichtig statt den Produkt hast an Quantitäten produziert gibt die man brauchen für leider zu impfen und dann hoffen ich natürlich auch auf Verständnis von den Leid an das Leid die sich impfen gehen besonders steht die los schon invitiert diese für sich zu impfen da das ein Service den da eigentlich der Gesellschaft schëdig an schaffen dat man alle Gute so schnell wie möglich kriegen. Ich meine mir sind noch nicht an der Risikogruppe der Tisch bei werdet noch bisschen dauern mir hoffen dass auf besonders Stehleid die wirklich ganz gefährdet sind so schnell wie möglich dort zu kommen an Dore schaffen wir hier am Europaparlament. Merci Isabel. Merci dir auch. Los mich schüstrop aber dabei so dat auch van wirklich kann net ungeduldig sind, weil ich weiß dat andere Leute brauchen. Sobald man möglich ist, werde ich mich impfen los. Sobald ich den Brief kriege, für geimpft zu gehen, werde ich dahin laufen. Das ist auch ganz klar. Wir wünschen euch all Gutes, eine gute Gesundheit hauptsächlich und bis bei der nächsten Sendung. Merci für die Nullaussтрung, bis geschwind.